positiv ist, das ist Galgenhumor, das als positiv zu bezeichnen. Aber schlimmer als jetzt wird es nicht mehr. Jetzt ist es kalt, ich habe Gegenwind und es ist dunkel. Oh Gott, und ich bin wirklich am Arsch jetzt. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber konstant fahren. Ich bin so gebrochen, Alter. Der Scheiß von Wind. Kann nicht mehr. Wie ich genau in die Situation geraten bin, das erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Jetzt möchte ich euch zuerst einmal zu meinem bisher grössten Projekt begrüßen. Herzlich willkommen zu Ride or Die. 7 Leute aus der Region starten ein verrücktes Abenteuer. Ein Velorennen von Basel bis Barcelona. Unterwegs warten verschiedene Challenges auf die Teilnehmenden und niemand weiss, wo die anderen gerade sind. So bleibt die stetige Ungewissheit, ob man in Avignon oder Perpignan eliminiert wird. Nicht zu vergessen, Übernachtungen gegen Bezahlung sind verboten. Am Schluss gibt es nur ein Ziel: in Barcelona als erstes die schönste Katze von Europa zu streicheln. El Gat de Botero. Ich fahre nur nach Navi, ich weiß noch nicht, wo ich bin. Aber wieso muss immer etwas sein, Mann? Nach einem Tag im Lager, das muss nicht. Ich frage mich wirklich, ob die anderen das gleiche Problem haben. Die Nacht ist absolut scheiße gesehen. Es ist nur der Regen, ich heule nicht! Ich will einfach fahren bis zum Umkehren. Ach, ich bin so pisst, Alter! Ich bin so auf der Straße eingeschlafen. Jede Bewegung macht weh. Ride or Die, mega geiles Projekt. Ich bin nicht aus Kuckuck! Etwa 2 Wochen vor dem Rennen hat es nochmal ein Meeting gegeben mit dem Orga-Team und allen Teilnehmenden. Da ist es einfach darum gegangen, dass man nochmal die wichtigsten Details anschaut, dass man eine Sicherheitsschulung macht, dass man allgemeine Tipps zum Thema Ultracycling austauscht und natürlich ums Glacé-Essen. Die Glacé-Marke Kalte Lust ist nämlich so freundlich und hat uns allen als Stärkung vor dem Rennen noch reichlich Glaces geschenkt. Für das möchte ich mich zuerst einmal bedanken. Die Glaces sind nämlich wirklich sehr fein gewesen, wie man hier sieht. Falls ihr euch jetzt auch fragt, wie man genau den Holzlöffel richtig braucht, der Louis hat das extra für euch herausgefunden. Ich frage mich einfach, welche Seite an dem Löffel vorne sein soll, weil sie sind einfach verschieden. Ich glaube, es ist diese Seite hier. Ich probiere es mal. Ja, die Seite ist vorne. Ich danke vielmals an Kalte Lust, dass ihr von Anfang an daran geglaubt habt, dass das Projekt wirklich zustande kommt und dass ihr mich hier dabei supportet habt. Nachdem am Vorabend noch die letzten Vorbereitungen getroffen worden sind, haben die Teilnehmenden kurz vor dem Start schon die erste Challenge müssen aufmachen. Oh mein Gott! Markiere das Ei, damit wir wissen, welches deins ist. Bringe das Ei nach Barcelona. Bei Nichterfüllen dieser Aufgabe wird dir in Barcelona eine Stunde zur Gesamtfahrzeit addiert. Und dann ist es losgegangen. Tschüss zusammen, wir sehen uns in Barcelona. Ich bin schneller als alle. Gestartet, erstmal illegal über den freien Stoß mit dem Flavio. Ich habe gar nicht oben durch. Ich bin mal fast überfahren worden, aber los geht's in die andere Richtung als alle anderen. Dann wollen wir uns mal nicht überfahren bis auf Barcelona. Das wäre der Plan. Erstes kleines Problem, wie funktioniert eigentlich mein Navi? Bevor es jetzt so richtig losgeht, werfen wir noch einen Blick auf die wichtigsten Regeln. Die Teilnehmenden sind auf sich allein gestellt. Die Hilfe untereinander ist verboten und die Fortbewegung ist nur durch Muskelkraft erlaubt. Die Ausrüstung darf frei gewählt werden, aber das Deponieren von Ausrüstung ist verboten. Finanzielle Einschränkungen gibt es keine. Übernachtungen in Unterkünften oder auf Campingplätzen sind verboten und auch das Vereinbaren von Gratisübernachtungen im Internet ist nicht erlaubt. Sich von Fremden einladen zu lassen, ist hingegen in Ordnung. Unter den Teilnehmenden herrscht ein Kontaktverbot. Sie dürfen sich nicht via Handy kontaktieren, aber wenn sich 2 Leute antreffen, dürfen sie im Moment zusammenfahren. Gemeinsame Übernachtungen sind jedoch verboten. Bei allen 3 Checkpoints müssen die Teilnehmenden sich mit Namen, Datum und Zeit eintragen. In Grenoble passiert noch nichts, in Avignon werden die letzten 2 und in Perpignan die letzte Person eliminiert. Jeder Checkpoint ist außerdem an eine Challenge gebunden. Ich fahre gerade durch Brateler Industrie und es schmeckt so geil wie Schoki. Die Osterhasenstimmung. Schon bin ich allein unterwegs.
Da ist ein bisschen Ungewissheit dabei. Jetzt sehe ich gerade niemanden mehr. Immer noch zu Basel. Aber hey, das wäre mal auch etwas. Ich habe noch nicht wirklich einen Plan, wo ich durchfahre, aber mal schauen. Bitte warten. Ja, ich habe die Plakette. Was weiß das Wetterende? Hey, ist ja auch. Aber das ist das Wetterende. Jetzt sind wir langsam mal aus der Stadt draussen. Jetzt kann man ein bisschen Gas geben auf die Aerobals ab und einfach mal 2 Stunden ziehen. Schau mal, wer wir hier gefunden haben. Aus Basel rausgekommen, ist der absolute Pain gewesen. Ich meine, ich bin die Route schon Ja. mindestens 15 Mal gefahren. Ich habe nicht gewusst, wie dass man hier ankommt. Nein, ich wollte alles unnötig effizienter machen. Ich bin der Hauptstrasse entlang. Da bin ich fast auf der Autobahn gefahren. Ich bin schwanger. Ich habe hier ein Eile drin. Und es muss bis auf Barcelona. Da in der Regel ein Not darf kaputt ankommen. Aber irgendwo durch habe ich einfach keine Lust, ein vertatschtes Ei wie ein Säckchen in meiner Weste rumzutragen. Also probieren wir das mal anzukriegen. Ich bin jetzt hier am Anfang vom Eigenanstieg. Es ist gerade dunkel geworden und habe die Tür vom Velo anstellen und habe gedacht, wenn ich das machen muss zum Anhalten, ist halt gerade noch ein Riegel oder ein Schäl. Das mache ich jetzt, damit ich Power habe zum Rauffahren und weiter geht's. Jetzt befinde ich mich gerade kurz vor dem ersten grossen Hügel, im Jura. Aber ich nehme den chillig. Da bin ich eben schon mal gefahren. Und nachher musste ich fast aufgeben, weil ich einfach meine Beine nicht mehr mögen. Das möchte ich hier nicht strampeln. Luca zieht jetzt davon, aber ist okay. Der schläft dann sicher zu lang oder so. Erstaunlicherweise habe ich schon 3 Leute überholt. Der Flavio, der Ivo und der Marc haben gefunden, sie machen eine Päusele. Und dann an ihrem Equipment rumnickeln oder Döner essen. Ich fahre weiter. Wenn man nicht anhaltet, wird man auch nicht überholt. Wir sind noch irgendwo in Baselland. Wo genau, weiß ich nicht. Aber es geht mal Richtung Solothurn. Nachher in Solothurn eine kleine Pause. Und dann nachher weiter. Es wird langsam schon recht kalt. Was ziemlich komisch ist, Wetterberichtzeit. Es ist ein bisschen wärmer, aber es ist arsch kalt. So, erster taktischer Stopp. Ich bin das über einen Hauenstein gekommen. Und jetzt wird das warme Tennis angezogen. Wasserflaschen aufgefüllt, die habe ich nämlich gar nicht gefüllt da oben. Darum ist mir wieder ein bisschen wichtig als den anderen. Falls sich irgendjemand fragt, habe ich eigentlich gewählt. Es gibt da oben den WC, gerade nach dem Hauenstein. Und das ist richtig nice für den taktischen Stopp. Also alle Wasserflaschen sind gefüllt, warme Kleider sind an. Ich habe vorher den Kasten getroffen. Und er hat gemeint, er war der Erste. Und dann habe ich nicht mehr gut. Ja. Aber jetzt bin ich lange hier gesehen, also vielleicht kommen jetzt die anderen Wand. Ich kenne den Luca eigentlich gar nicht. Also ich bin über zig Ecken irgendwie dort dazugekommen. Eigentlich war geplant, dass eine andere Frau mitfährt. Und die hat dann doch nicht können. Und dann haben sie eine andere Quotenfrau gebraucht. Und irgendwie bin ich anscheinend vorgeschlagen worden. Ich bin eigentlich grundsätzlich einfach mega gerne draußen. Sei es auf dem Velo oder am Rennen oder am Wandern, Wildcampen. Ich bin auch in der Pfadi, also hauptsächlich draußen. Und beim Velo vielleicht speziell bin ich im 23 von Portugal heimgefahren. Das Gefühl gehabt, das war jetzt lustig zu machen. Und habe es dann auch ziemlich lustig gefunden. Ich glaube, es bringt den Menschen mega viel Grenzerfahrungen zu machen. Ich finde, man wächst mega an dem. Und ja, ich freue mich eigentlich darauf, was das macht mit einem. Wieso gewinne ich das Rennen? Wieso nicht? Die Clarissa ist mit ihren Erfahrungswerten und guter Vorbereitung auf jeden Fall in einer Favoritenrolle. Zu beweisen, dass Frauen zu viel mehr fähig sind, als man ihnen zutraut, gibt ihr zusätzliche Motivation. Mit dem leichtesten Setup von allen hat sie einen weiteren Vorteil. Doch wird es ihr zum Verhängnis, dass sie nur einen Schlafsack und Biwaksack, nicht aber ein Mätteli dabei hat. So, ich habe jetzt die Höhenmeter hinter mir. Ich werde jetzt in 20 bis 30 Minuten in Solothurn sein. Ich habe recht gutes Tempo drauf und auch noch recht fit. Ich bin die ganze Zeit Schäl und Riegel am Fressen. Die Beine sind noch fit. Die Arsch jetzt kurz bevor ich oben war, wird jetzt auf den Weh machen, aber ist jetzt mittlerweile auch wieder gut. Der Luca hat mich als eine der ersten Personen angefragt. Und zwar haben wir uns nach längerer Zeit wieder mal an einer Homeparty von einem Kollegen gesehen.
Wir waren schon beide recht besoffen und dann hat der Luca gefunden, hättest du mal Bock, eine längere Fahrt mit dem Velo zu machen auf Barcelona. Und dann haben wir uns eine Zeit lang nicht mehr gehört und dann habe ich ein Telefon von Luca bekommen. Ich habe noch Mail gefunden. Ich will ein Rennen daraus machen. Fährst du dabei? Und dann habe ich auch gedacht, boah, das wird hart, aber wieder eine lustige Erfahrung, so bin ich dabei. In der Freizeit tue ich gerne Mountainbiken und vor einigen Jahren habe ich noch als Velokurier geschafft. Mit dem bin ich auch ein bisschen mehr ins Rennvelofahren hineingekommen. Ob Mountainbike, Rennvelofahren, Bikepacking-Touren oder Arbeiten als Velokurier, der Takashi lebt quasi auf dem Velo und ist somit einer der Top-Favoriten, was sich auch an seinem Oberschenkelumfang widerspiegelt. Mit Schlafsack, Mätteli und Tarp kann auch beim Übernachten nichts schief gehen. Ob ihn aber sein Systemgewicht von über 100 Kilo nicht entscheidend aufhalten wird? Wir haben die krasseste Steigung der Tour geschafft. Höher als das wird es nicht mehr. Der Man ist auch oben angekommen. Wie fühlen Sie sich? Gegen Schluss, es hat sich so gezogen. Ich habe gedacht, beim ersten Häuschen jetzt ist es fertig. Ist aber nicht gesehen, natürlich, wie immer. Viel Erfolg. Du auch. Man sieht sich wahrscheinlich länger nicht mehr. Man sieht sich irgendwann wieder. Ja, ja. Spätestens in Barcelona. Ja. Hey, gute Fahrt. Dir auch. Ciao, danke. Angefangen hat das mit dem Velofahren eigentlich mit 16, mit einem guten Freund, mit Max, wo wir aus Langwil einfach so Flühe hintergefahren sind. Aus dem heraus ist dann irgendwann eine halbjährige Europareise entstanden. Die Idee war ursprünglich eigentlich mal, einfach am Stück auf Barcelona zu fahren, allein. Irgendwann habe ich dann gedacht, so, hey, wieso ziehst du eigentlich nicht deine Kollegen noch mit rein und machst einfach ein Rennen daraus? Also habe ich dann einfach aus dem Nichts angerufen, gefragt, hey, sind ihr dabei, ja oder nein? Meine grösste Herausforderung wird sicher sein, dass ich mich dazu entschieden habe, keine Schlafsachen mitzunehmen. Einfach, um es mir selber nochmal extra schwierig zu machen. Ja, und es wird kalt werden in der Nacht. Also richtig gute Idee. Der Luca bringt als einer der Favoriten, was lange Strecken mit dem Rennvelo angeht, die grösste Erfahrung mit. So sind 100 Kilometer für ihn nur eine mittelgroße Ausfahrt. Aber neben einem 130% Pensum als Organisator noch dafür sorgen, dass im Hintergrund alles klappt, hat wenig Zeit für Training gelassen. Auch die Entscheidung, bei angesagten Temperaturen von deutlich unter 10 Grad keine Schlafsachen einzupacken, lässt zweifeln, ob er es überhaupt ins Ziel schafft. Jetzt muss ich mich warm anziehen, weil es geht schon wieder abwärts. Da habe ich gar nicht gerechnet damit. Das will ich jetzt mal machen. Ich fahre jetzt mal noch ein paar Nüsse rein. Mache doch, glaube ich, Leggings. Weil es wird arschkalt, so eine Abfahrt. Voll verschwitzt oben ankommen, noch arschkalt runter. Ist immer das Gleiche. Also, als ich eingeladen worden bin, das ist schon recht lang her, muss ich sagen. Da haben wir den Luca angerufen und ich dachte, ja, was ist? Und er erzählt mir irgendeine hirnrissige Idee, wie immer, wenn er wieder irgendeine Idee hat, wo er irgendwie einen blöden Scheiß machen will. Und ich habe dann einfach mal zugesagt, weil man sollte ja einfach einmal Sachen machen und einfach mal zusagen. Was haben wir zu verlieren? In meiner Freizeit mache ich Sachen, die jetzt meinem Körper nicht unbedingt so gut tun. Aber ich bin jetzt auch immer wieder mal joggen. Also joggen kann man als Hobby benennen, grillieren, kochen. Nein, kochen würde ich echt sagen. Kochen ist wirklich ein Hobby, das ich gerne mache. Wir müssen jetzt die Fischstäbchen schälen. Ob die jetzt am Stück sind oder nicht, spielt glaube ich, am Schluss keine Rolle. Also für meinen Teil nehme ich dann schon die ganzen. Also ich habe meinen Körper noch nicht so ganz ans Limit gepusht. Ich glaube, ich könnte noch mehr gehen, aber ich bin halt einfach auch ein fauler Sieg. Ich freue mich nicht so drauf, wenn ich ehrlich bin. Der Flavio gehört zu den Underdogs im Rennen. Zwar hat er schon mal mit dem Velo die Alpen überquert, aber anstatt viel Velofahren hat er seine Ausdauer eher durchs Joggen trainiert. Er hat schon viele Nächte im Leben draussen verbracht und ist dabei auch der kalten Jahreszeit nicht aus dem Weg gegangen. Mit Schlafsack, Mätteli und Tarp ist er für alles gewappnet. Aber kann er mit seiner Outdoor-Erfahrung sein fehlendes Training wettmachen? Ich bin gerade an einem ganz herzigen alten Ehepaar vorbeigefahren und sie haben Glück gewünscht. Dann habe ich gesagt, ich will auf Grenoble. Dann hat der Mann gesagt, hey, du spinnst. Und wisst ihr was? Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, ich spinne wirklich. Die erste Anhöhe. Oi! Ist er gerade gekommen? Schade, schade. Ja, ich gehe jetzt auch. Ja, machst du nicht wärmer? So, ich wollte schon etwas anziehen, aber ich konnte es nicht mit meinem Ego vereinbaren. Jetzt schauen wir, wie wir durchheben. Ciao, ciao. Ich habe nichts Böses gedacht. Dann sehe ich, Luca läutet mir an. Ich fand, hey, der will sicher eine Runde chillen, nimm mich ab. Höre ich dem zu und sagt er mir, hey, der will mich bei irgendeinem riesen Rennen dabei haben. Von Basel auf Barcelona und überhaupt sowieso. Und einfach gefunden, ja, machen wir. Die Hobbys, die ich sagen würde, die mich ein bisschen zu Ride or Die angetrieben haben, sind vermutlich gesehen, ganz generell Velotouren. Ein paar Mal Skitouren machen im Bündnerland. Im Militär habe ich auch zum Teil anstrengende Sachen gemacht. Nie wirklich gefährliche Sachen, aber doch anstrengende Sachen. Ich denke, die grösste Herausforderung wird sehr wahrscheinlich der psychische Aspekt. Also es wird sicher anstrengend sein und wehtun, aber das ist ja nicht wie ein Tour de France Sprint. Man darf sich gar nicht so stark quälen, weil man muss es tagelang machen.
Auch wenn man sie ihm auf den ersten Blick nicht gibt, können in Sachen Extremerfahrungen die wenigsten mit dem Louis mithalten. Sei es ein 300 km Velorennen, ein 60 km Marsch oder draussen schlafen bei minus 10 Grad. Seine Fähigkeit, stumpf durchzubissen wie kein anderer, gibt ihm zu Recht eine Favoritenrolle. Ob ihm seine geringen Körperfettreserven aber bei einer mehrtägigen Belastung noch zum Verhängnis werden? Da kommt, glaube ich, schon der erste. Schau jetzt. Haha! Hallo! Gute Fahrt! Let's go! Genau, da ist der Ivo durchgefahren. So gut. Trocken wie Sau. Von diesem Rennen habe ich das erste Mal etwa einen Monat vor der Rennen gehört. Eines nachts, glaube ich, sogar war es, so eine Nachricht von Luca, dass er unbedingt noch Ersatz braucht für einen Kandidaten, der ist ausgefallen wegen einer Verletzung. Wir mussten noch eine Nacht drüber schlafen, aber dann habe ich gefunden, ja, let's go. Wir haben jetzt schon so einfach Erfahrungen auszutesten, was möglich ist. Einmal bin ich mit dem Velo durch die Schweiz gefahren, allein über den Gotthard. Das war so die grösste und längste Tour. Ein paar Jahre Velokurier gearbeitet. So. Ich habe mir auch noch so Sattelstuhl gebaut, um noch meinen Arsch so noch vorzubereiten auf das lange Hocken. Der Marc bringt als Ex-Velokurier einiges an Erfahrungswert mit und tritt als solider Allrounder auf. Als Backup-Kandidat hätte er sich jedoch nicht so gut vorbereiten wie gewünscht. Wird er die kurze Vorlaufzeit durch sein Ultralight-Setup mit Schlafsack, Mätteli und Biwaksack und seiner Bereitschaft, über Grenzen gehen zu können, ausgleichen und für eine Überraschung sorgen? Sind wir hier? Ivo, Marc. Hauenstein! Da geht's noch. Oh, da haben wir noch jemanden. Ja, schau, da ist schon einer. Hauenstein, 734. Let's go. Check-in. Alles gut? Ja, danke. Kakashi ist wahrscheinlich weit vorne. Ja, das ist schon das Einzige. Wieso wahrscheinlich. Weißt du das? Ja, ich spüre das. Ich bin ja Fitnesscoach im Let's Go Fitness und dort trainiert der Luca auch. Er ist auf mich zugekommen: Hey Ivo, willst du bei einem Format mitmachen? Das war alles ein bisschen Vorplanung natürlich, aber wo ich das schon mal gehört habe, 1000 Kilometer, also für überhaupt nicht möglich gehalten. Ich war schon immer voll sportbegeistert. Ich habe angefangen mit Fußball, dann habe ich angefangen zu tanzen, habe ich Breakdance gemacht. Ich habe mich dann später für Parkour interessiert, habe lange Krafttraining gemacht. Und in letzter Zeit, durch den Luca, habe ich mich für Ausdauersport, vor allem für das Velofahren, begeistern lassen. Ich erhoffe mir, dass ich Menschen kennenlerne, dass ich meine Grenzen kennenlerne, dass ich ein bisschen planen lerne, dass ich allein die Routen lesen kann. Dem Ivo macht in Sachen Fitness keinen etwas vor. Ob Krafttraining, Calisthenics, Trampolinspringen, Kampfsport oder Intervallcycling, er macht die überall fertig. Mit seinen 19 Jahren fehlen ihm aber einige Erfahrungswerte. Vielleicht hat er darum ein ganzes Zelt dabei. Verwechselt er hier Wettrennen mit einem Campingausflug oder kommt ihm der Komfort sogar noch zu gut? Ich bin jetzt in Solothurn angekommen. Ich fahre jetzt gerade durch die Hauptstrasse runter, über die Aare ins Zentrum und ich hoffe, es hat eine Tankstelle offen, weil ich habe gerade richtig Bock auf einen Hotdog. Kein Update, es hat keine Tankstelle gegeben, kein Microlino, nichts. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Subway, der glaube ich zugemacht hat und ein Mac, aber auf Mac habe ich gar keinen Bock. Ja, ich werde wohl die Nacht einfach liegen und was essen. Wird freudig. Das ist das, was ich seit den letzten 1,5 Stunden gesehen habe. Einfach kleine Lichtberg am Boden. Und ja, einfach geradeaus fahren. Die ganze Zeit irgendwelche Landstraßen, es ist kein Verkehr. Eines ist es noch gut, weil es so ruhig ist. Und ich bin noch recht in den Modus gekommen. Habe meinen Kopf abgeschaltet und die Zeit ist auch recht schnell vorbeigegangen. Aber boah, wenn das die ganze Nacht so ist, dann zieht sich das deftig. 86 Kilometer bin ich bis jetzt gefahren. Und ja, ich hole mir jetzt einfach mal etwas Salziges am Automat. So, das heutige Nacht besteht aus Paprika-Chips, voll überteuerte Beefy Roll. Ich kaufe mir nie wieder einen 24 für Beefy Roll und der ist wahrscheinlich noch grusig. Aber wenigstens habe ich noch Mate. Ich gönne mir das jetzt, chill vielleicht noch so 10-15 Minuten und dann fahre ich weiter. Ich habe gerade die Pause genutzt, um ein bisschen nochmal überlegen, was meine Taktik ist.
Ich bin kein Schritt vorangekommen, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mache. Vielleicht fahre ich nach durch, vielleicht mache ich irgendwann noch mal eine längere Pause. Wenn ich gar nicht mag, dann gehe ich auch mal schlafen. Aber ja, ich weiß noch nicht, was ich in 2 Stunden mache, was ich in 3 Stunden mache. Ob ich heute schlafe oder nicht schlafe, keine Ahnung. Jetzt habe ich mich extra warm angezogen, aber es ist ein bisschen zu warm, weil jetzt muss ich wieder trampen und jetzt... Ah! Ich hoffe, das Velo geht nicht um so. Jetzt muss ich... Alter, das ist wieder ein Pain. Das wieder abziehen zuerst. Das fucking Leuchtteil, wo ja einfach zu meiner Sicherheit da ist, von dem her easy. Dann mein Trinktank. Und dann erst kommt der Faserpelz. Was mache ich jetzt mit dem? Hinten draufschnallen wahrscheinlich. Einfach hinten draufschnallen, das Zeug. Oh. Jetzt muss ich schauen, jetzt werde ich dann noch überholt von den anderen, die ich vorher auf dem Bügel getroffen habe. Ich mach das nicht in Stress kommen, nicht in Stress kommen. Easy. Ich glaube, die Nacht wird oben gefahren, Alter. Alles andere ist peinlich. Ich fahre gerade einfach die Solothurn ein. Schon episches Gefühl, einfach so ein paar Stunden auf dem Velo und dann bin ich in Solothurn. Leider gar keine Zeit, um das schöne Städtchen anzuschauen. Die EinwohnerInnen sind ja ganz stolz darauf, dass es die einzige Barockstadt von der Schweiz ist. Aber das ist mir herzlich egal, weil Basel ist die einzige geile Stadt in der Schweiz. Und schon ist der nächste Regel fällig, Alter. Weil du musst essen, schon bevor du Hunger hast. Wenn du Hunger hast, ist schon spät. Dann gehe ich in ein Loch. Und dann musst du warten, bis du wieder Energie hast, wenn der erst dann etwas ist. Ja. Einfach reinbuttern das Zeug, Alter. Ohne Gnade. Ohne Pardon. Wenn es so weitergeht, fahre ich die Nacht durch und warte, bis die Sonne aufgeht. Und schlafe dann noch mehr ganz chillig. Man fährt so durch die Nacht. Also es ist 11:30. Es ist wenig Autos bis dahin. Und mega viele Leute, so, also nicht mega viele, die einzigen Leute, die irgendwie noch draußen sind, sind Leute, die mit ihren Hunden spazieren. Und es fühlt sich so an, ich kann mir wirklich vorstellen, die ganze Tour, das ganze Rennen in der Nacht zu fahren. Es hat so einen Vibe und es fühlt sich an, wie wenn man so ein Ninja wäre, der sich so durch die Nacht bewegt. Und niemand bekommt mit, dass in Barcelona fährt mit dem Velo. Boah. Gas geben, Stocki, Gas geben. Ich habe ja keine Schlafsachen dabei. Das könnte man jetzt sagen, ist ziemlich dumm. Und das würde ich sogar unterschreiben. Das ist tatsächlich ziemlich dumm. Es ist wie so gesehen, okay, ich fahre so lange wie es geht, dann baue ich dort mein Nachtlager auf, kann nicht schief gehen, schlafe dort ein paar Stunden, packe mein Nachtlager wieder zusammen, fahre wieder, bis es nicht mehr geht und dann das Ganze von vorne. Und irgendwie habe ich einfach gefunden, ich muss doch für die Serie richtig Schiss haben, ich muss doch Angst haben. Vielleicht finde ich nichts zum Schlafen, vielleicht ist es zu kalt, um nur mit einem Inlet zu schlafen. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Darum muss man sich Zwischenziele setzen. Ich meine, ich bin jetzt hier und ich muss hier hin. Das ist so unglaublich weit. Das ist einfach nicht greifbar momentan. Der Zuckerspiegel muss offen. Und der Koffeinspiegel auch. Es ist nämlich Nacht. Und Koffein macht wach. Alter, ich bin voll im Vibe gerade, ich fahre weiter. Geil, hey, ich überhole dich schon nochmal. Tschüss! So geil! Alter, das ist so geil, wenn man einfach am Anfang überall noch Leute antrifft. Ich fühle es voll! Jetzt muss ich den Louis wieder einholen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass ich da einfach überholt werde. Boah, jetzt ist es so richtig dunkel. Mein Licht vorne ist das einzige, was ich sehe.
in der Ferne noch das Dörfli. Ich, mein Velo, 280 Kilometer und 1500 Höhenmeter. Mehr gibt es gerade nicht in meiner Welt. Nur die 3 Sachen. So, willkommen am Bierlersee zur mitternachtlichen Dehn-Session. Ah, Hallo! Wieder. Schon gewusst, dass du mich wieder einholst. Ich glaube, die einzige Person, der ich zutrauen würde, dass die gerade vor uns ist Clarissa. Ich glaube, Clarissa ist safe vor uns und der Takashi ist safe vor uns. Ich glaube vermutlich schon. Wenn die beide die Route nicht verkackt haben und einigermaßen so gehen, sind die vor uns. Ich habe den Takashi eigentlich als grössten Konkurrent gesehen, aber Clarissa hat auch die Entscheidung, nur einen Schlafsack dabei zu haben. Hat sie nur einen Schlafsack? Sie hat nur einen Schlafsack dabei. Sie hat zwar einen fetten Schlafsack dabei, aber sie hat kein Mätteli dabei. Gehst du auch dort so bei Genf durch? Ja, ich gehe bei Genf durch, dann fahre ich ein bisschen komisch zum Höhenmeter sparen. Und dann gehe ich glaube einen Fluss entlang und dann auf Grenoble. Okay, interessant. Ich habe gedacht, du fährst fix durch Frankreich durch. Weil ich habe das eben mal auf Strava angeschaut und ich habe einfach gemerkt, ja, du musst dann keine Steigung machen, aber du hast einfach 2 Stunden länger. Es wird noch so brutal die nächsten Tage. Ja, hast du an psychischen und körperlichen Verfall gedacht? Ich habe mir auch gedacht, wirklich jetzt genieße es, solange du noch kannst. Weil jetzt bin ich es noch am genießen, definitiv. So, andiamo, oder? Ab der Base, ja. Wir trennen uns. Wir trennen uns. Die Wege trennen sich auch. Die Wege trennen sich. Komm gut auf Barcelona, falls jo, man sich nicht sieht. Du auch, hey. Ich glaube, man sieht sich aber noch mal. Ah, der Sock fehlt, man. What the fuck? Das Hure, ey, schon kaputt, man. Der Scheiß. Aber es ist, es hat noch drin. Es zählt. Ich muss zählen. Bin da irgendwo zwischen Solothurn und Biel. Biel sollte es dann gleich kommen. Ja, jetzt macht sich so eine schöne Müdigkeit breit. Ich freue mich dort definitiv auf das Schlafen. Am See. Meine Taktik ist schon einfach, ich will ankommen. Ich will mit Muskelkraft auf Barcelona fahren. Darum jetzt mal der erste Tag habe ich einfach, nein, eigentlich noch nicht zu krass. Iu, sagt der Gil von Biel. Wir sind hier zu Biel. Biel in der Hood. Oder so. Ja, weiter geht's. Neue Karte. Jetzt gleich Wasser. Ich will Wasser sehen. Let's go. Let's go, let's get it. Ich überlege mir gerade wirklich, ob ich die ganze Nacht durchfahren sollte. Weil wir haben so schön windstill, gute Temperaturen. Und ja, regnet auch noch nicht. Ich könnte es mir wirklich vorstellen. Und dann vielleicht eher so an den Tagen, wo es stark regnet. Wie zum Beispiel am Mittwoch dort länger eine Schlafpause machen. Ich bin jetzt dann bald in Murten, sehr schön am See. Und ja, auf jeden Fall bis jetzt geht es so sehr gut. Meine Beine fühlen sich super an. Es macht noch Spaß, immer noch windstill. Ich habe gerade vorher ein Dachs gesehen oder so, etwas richtig krank. Ich bin einfach so an der Straße vorbeigelaufen, ein fettes Tier, wenn man nicht ganz raus was gesehen. Aber es ist immer wieder mal schön. Um 2:30 in der Nacht, 2:15, noch etwas anderes gesehen, andere Lebewesen. Es geht für mich immer noch richtig. Update, es geht richtig Lausanne. Habe ich jetzt entschieden. Ich bin irgendwo nach Neuchâtel jetzt. Irgendwo zwischen Neuchâtel und Genf. Ich glaube, ich habe so 130 Kilometer jetzt. Ich habe gedacht, muss man einen Tagesrückblick machen. Bis jetzt mega geil gewesen. Ist recht gut gelaufen. Also ich bin jetzt bei 130 Kilometern. Und es geht eigentlich gut. Das Süße geht mir jetzt schon auf den Wecker. Ich hätte viel lieber salziges Essen. Aber ich habe nur Süßes dabei. Und mein Plan ist
keine Ahnung, einfach so lange fahren, wie es geht. Und dann nicht mehr. Friendos, ich bin jetzt im Gesamten über 100 Kilometer gefahren, glaube ich. Jetzt sieht man zwar Strasse, aber da siehst du mich nicht liegen. Alter. Ich habe jetzt einen Schlafplatz gefunden, ich mag nicht mehr. Ich habe es nicht ganz bis zum Neuenburger See geschafft, aber das ist okay. Das mache ich morgen. Ich finde für die erste Etappe ohne Pause vielleicht mal schnell eine halbe Stunde Pause gemacht. Über 100 Kilometer. Finde ich mal easy für einen Anfang. Jetzt muss ich einfach auftanken, Alter. Jetzt bin ich recht am Arsch. Also es sieht hure creepy aus, so, aber es ist okay. Da bin ich sogar noch geschützt, weil es kommt regnen. Da wird jetzt ein Mätteli angelegt. Zack, die Unterlage kann ich brauchen. Mein Mätteli kann ich brauchen. Den Schlafsack kann ich brauchen. Den Rest brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Top. Es ist bis zur Nacht. Ich habe während dem Fahren schon die ganze Zeit gegessen. Ein bisschen Wurst, ein bisschen Gipfel. Ich habe sogar noch einen Gipfel, den kann ich morgen zum Morgen Gipfel essen. Die Frage, wie lit ist das? Danke an meine Mami, die mich noch gerettet hat mit ihrer absolut cool aussehenden Kappe. Ziel ist ja 150 am Tag machen, dann schaffe ich es in einer Woche. 150 Kilometer. Und jetzt habe ich etwa 100 gefahren. Das ist 150 Kilometer in 24 Stunden. Das heisst, es sollte riesig machbar sein, wenn ich jetzt so 6 Stunden schlafe. Ist alles ein bisschen müde geworden, auch mental habe ich nicht mehr so Motivation gehabt und habe jetzt gefunden, wenn ich so eine Brücke finde, wieso schlafe ich denn nicht einfach da? Ja, jetzt tue ich das Nachtessen und dann noch Zähne putzen. Das ist ziemlich das einzige Hygieneartikel, das man mitnimmt, weil sonst alles andere ist einfach zu schwer gewesen. Ich meine, so eine Dusche mitnehmen ist schon Pain. Ja. Aber ich habe noch etwas Wichtiges zu sagen. Einfach nicht, dass das vergessen geht, ist gut. Wow, ein Träumchen. Ich bin hier am Neuenburger See. Ja, man sieht nichts. Das war mein Ziel. Jetzt kann ich liegen. Ich bin müde. Ich kann zwar schon noch weiter pushen, aber das bringt nichts. 2:45. Nein, 4 Stunden schlafen. 7 Uhr auf. Ich freue mich, mit der Sonne über dem Neuenburger See zu erwachen. Gute Nacht! Ich bin immer noch auf dem Weg nach Lausanne und langsam habe ich wirklich Bauchschmerzen, bin kaputt, aber es ist nicht mehr lang. Ich habe jetzt mega viel Höhe mit hinter mir, es ist wirklich zum Kotzen gewesen. Aber ja, jetzt sind es etwa eine halbe Stunde, dann bin ich dort am See und kann endlich schlafen. Ich habe jetzt mehr oder weniger einen Schlafplatz gefunden. Eigentlich wollte ich Lausanne, aber keine Chance mehr. Nirgendwo an der Straße. Und ja, morgen geht es weiter. Mal schauen, wie lange ich schlafen kann. So, ich bin jetzt bei 180 Kilometer. Und ich wollte eigentlich nicht Musik hören, wenn es so dunkel ist, dass ich alles höre um mich herum. Aber es ist so fucking langweilig. Also habe ich jetzt Kopfhörer angezogen. Ich habe eigentlich noch nicht richtig Pause gemacht. Ich bin einfach immer so ein bisschen vor einem Haus bisseln und wieder weitergehen. Entschuldigung für das. Ich habe es so berechtigt, dass ich gefunden habe, es schifft morgen ja eh. Dann sollte das ja okay sein. Sorry.
Es ist wieder Schlotterzeit. Es ist schon fucking kalt noch. Aber es ist vor allem immer noch der Anfang. Und jetzt bin ich vor einem kleinen Hügel. Also sobald ich dort wieder richtig aufgegangen, kriege ich den schon wieder warm. Aber Pause machen ist eigentlich eine echt doofe Idee. Dann schlottern wir dann auch immer. So, es ist 4:30 Uhr morgens und also hinten habe ich noch ein Licht, das geht. Vorne habe ich jetzt, sind 2 Lichter schon ausgefallen. Jetzt habe ich noch das letzte. Das eine bin ich schon am Laden vorne, aber jetzt lade ich die anderen 2 auch gerade. Also Lichtsituation, leicht schwierig. Okay, ich probiere jetzt gerade meine Lampe anzumachen. Weil die hat kein Gummizug oder so drunter, das heisst, die geht mir ab dem Helm ab. Aber ich habe Duct Tape dabei. Irgendwie. Und Haare am besten gar noch mit. Das ist nicht gut. Ah! Alle meine Haare! Egal. Au! Oh, ich habe meine Haare eingeklebt. Egal. Ich muss ja den Helm einfach nicht abziehen bis Barcelona. Dann ist es auch kein Problem. Oder so. So, kleines Update. Es ist 4 Uhr morgens, es wird kalt. Ich habe Beinling angezogen, einen Riegel gegessen. Und noch ein bisschen meine Füße massiert. Weil ich habe gefunden, wenn ich schon die Schuhe abziehen muss, zum Beinling anziehen, will ich auch meine tauben Zehen ein bisschen massieren. Und die Zehen spüren. Oh, es fühlt sich so gut an, meine Zehen wieder zu spüren. Schaut mal, wer hier kommt. Hey. Hey, was machst denn du für ausdehnte Pause? Hey? Wir werden irgendwann mal zu oben erst in Grenoble ankommen. Ja. Also wir werden sehr wahrscheinlich etwa 24 Stunden auf dem Velo gesessen sein. Es ist anstrengend, es ist alles sehr anstrengend, was wir hier machen. Tönt so einfach im Vorfeld sagen, ja, ich fahre die Nacht durch und dann der Tag noch. Aber wenn man dann in dieser Nacht ist, die ist ganz schön lang. Dafür ist es umso geiler nachher, wenn die Sonne aufgeht. Also wär's, wenn es dann nicht schiffen würde. Mittwoch soll es, glaube ich, sogar noch stürmen und blitzen und donnern und alles wüsten. Das ist super. Genau das, was ihr euch wünscht daheim auf dem Sofa. Jetzt haben wir 5 Uhr. Jetzt ist okay. Die Front zieht einfach richtig rein. Das ist sexy etwa. Am 6 Uhr hittet es uns sehr wahrscheinlich. Und wenn wir von 6 bis 6, 7, 8 war das Gröbste überstanden. 9 bis 9 war alles. Ja. 6, 7, 8, 9, 3 Stunden. Und ein Nesle wird mich jetzt nicht jucken. Das Lesen vorher hat Nesle hat mich echt nicht gejuckt vorher. Das ist eigentlich fast ein bisschen aufregend gesehen, dass mal etwas passiert und mein Grin stimuliert. Weil es ist mir echt ein bisschen langweilig geworden in der Nacht. In etwa 10 Kilometern sind wir am See. Sehe ich, wo wir sind? Wir sind direkt über dem See, hä? Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich mich dort irgendwo andatsche. Ja, voll, weil ich sehe gerade, und der Regen abwarte. Ich glaube, das ist alles, was Sinn macht. Ich sinke aufs tiefste Niveau. Ich schlafe hinter einem WC auf einem Kinderspielplatz. Gute Nacht wünsche ich dir. Ja, danke schön. Gut gefahren. Ja, gell. Ich suche noch weiter, wir dürfen eh nicht zusammen übernachten. Und ich bin ja auch nicht geschützt, ich habe ja nur mein Inlet. Mal schauen, ob ich da noch etwas finde. Auf der anderen Seite, ich auf das Wetter schaue, das ist jetzt. Das ist in 10 Minuten. Und dann habe ich eigentlich noch easy eine Stunde Zeit, ein bisschen zu fahren und mir etwas anderes zu suchen. Und das wäre ein wertvoller Vorsprung gegenüber dem Louis. Ich bereue es gar nicht, dass ich jetzt noch weiterfahre. Regen ist ja wirklich nichts anderes als flüssiger Sonnenschein. Jetzt wird es dann bald hell werden. Ich habe Kopfhörer reingemacht. Es ist voll okay. Ich meine, für etwas habe ich Regenkleider dabei.
Es ist glaube ich 5 Uhr am Morgen, 5:30. Und es wird jetzt die nächsten 3,5 bis 4 Stunden mäßig bis ein bisschen stärker regnen. Ich bin im Moment eigentlich noch wach, aber ein bisschen Schlaf könnte ich schon vertragen. Und ich habe keine Lust im Regen zu fahren. Also für das bin ich nicht mehr genug motiviert. Ich weiss noch nicht, was ich mache. Ich packe mal meinen Schlafsack ein und dann fahre ich mal ein bisschen weiter und schaue, wie schlimm es wirklich ist mit dem Regen. So, ein kleines Update. Ich bin einfach weitergefahren, habe noch die Regenjacke angezogen und bin jetzt voll im Land draußen. Es hat gerade nicht viel da. Und ja, weg sieht es nicht wirklich gut auf der Kamera, aber es hat gerade recht stark verregnet. Ja, abgesehen von der Regenjacke bin ich schon recht nass. Es gibt glaube ich keinen Druck mehr für mich. Jetzt ja, mache ich so lange, wie ich mag. Weil nass bin ich eh schon. Das, was wir dort runtergefahren sind, kann ich hier wieder rauffahren. Alter! Ich werde bis Barcelona nass sein. Auf das muss ich mich einstellen. Ja, es kommt jetzt so eine Angst auf.